Text wird übersetzt und mit Computersprache vorgelesen. Devisen und Währungen und Zertifikate dazu, von dem Börsenexperten Herrn Selzer McKenzie. Klammer auf Autor Selzer McKenzie Klammer zu. Devisen und Währungen als Börsenanlage. Während Investmentprodukte auf Aktien oder Rohstoffe sehr beliebt sind, fristen Währungsprodukte hierzulande ein eher stiefmütterliches Dasein. Zu Unrecht. Denn Fremdwährungen können einen wichtigen Beitrag zur Portfoliodiversifikation leisten. Banken haben aus diesem Grund verstärkt Devisenzertifikate emittiert, mit denen Privatanleger die Chancen dieser Assetklasse nutzen können. Eine der grundlegendsten und doch meist vernachlässigten Regeln der Geldanlage ist die Diversifikation des Portfolios. Diversifikation beschreibt die Streuung, das heißt eine breite Aufstellung der Anlagen im Depot, zum Zwecke der Optimierung von eingegangenem Risiko und erwartetem Ertrag. Intuitiv ist dieses Konzept jedem einleuchtend, denn wer alles auf eine Karte setzt, also alle Eier in einen Korb legt oder weitere sprichwörtliche Weisheiten unbeachtet lässt, der setzt sich nicht nur einem hohen, sondern auch einem unnötigen Risiko aus. Denn der durch Diversifikation zu erreichende sogenannte Risikodiversifikationseffekt kann das Gesamtrisiko eines Portfolios unter das kleinste Einzelrisiko der im Portfolio enthaltenen Bestandteile drücken. Voraussetzung hierfür ist eine geringe Korrelation, das heißt ein geringer Grad gleichgerichteter Bewegungen zwischen den Anlagewerten. Portfoliodiversifikation mit Devisen. Die Anlageklasse Währungen leistet hierzu einen entschiedenen Beitrag. Devisen weisen häufig eine niedrige Korrelation zu den traditionellen Assetklassen Aktien und Anleihen auf und können die Risikorendite-Balance des Depots deutlich verbessern. Denn fallende Notierungen bei Aktien können beispielsweise durch steigende Kurse des Währungsengagements ausgeglichen werden. Zudem können Investoren durch den Kauf von ausländischen Devisen Erträge generieren, wenn die Fremdwährung gegenüber dem Euro aufwertet. Doch in den Depots der Privatanleger kommt Fremdwährungen viel weniger Beachtung zu, als für einen optimalen Mix nötig wäre. Know-how stellt Ihnen darum im Folgenden Anlagemöglichkeiten in diese interessante Assetklasse vor. Das Thema Währungen öffnet ein großes Feld an wissenschaftlich fundierten Theorien und empirischen Betrachtungen, angefangen bei den frühen Theorien der Wechselkursbestimmung sowie der Kaufkraft- und Wechselkursparitäten. Ebenso interessant ist die Entwicklung verschiedener Wechselkursregime und die Untersuchung ihrer Stärken und Schwächen. Know-how wird Sie in kommenden Ausgaben Schritt für Schritt in die Welt der sogenannten monetären Außenwirtschaft einführen und Ihnen Grundlagen, Chancen und Risiken von Währungsinvestitionen darstellen. Stärke der Wirtschaft bestimmt Qualität der Währung. Unterm Strich spiegelt die Währung die Stärke einer Volkswirtschaft wider. Stimmen die Rahmendaten, wächst die Wirtschaft, ist die Inflationsrate niedrig, weisen Haushalt und Leistungsbilanzüberschüsse statt Defizite auf, dann hält sich die Devise Tendenziel stabil. Bei Rezessionen ausufernder Inflation und hohen Defiziten geraten Währungen dagegen schnell unter Druck. So kam es in den 1990er Jahren zu zahlreichen Krisen in Emerging Markets, beispielsweise in Mexiko, Brasilien, Russland und weiten Teilen Asiens. Nach diesen Krisen in den Finanzsystemen hatten die Devisen für gewöhnlich stark abgewertet. Lange Zeit waren die Emerging Markets Währungen sehr volatil. Instabile Verhältnisse in Politik und Finanzsystemen sorgten bei den Wechselkursen für hohe Schwankungen. Heute stehen die Schwellenländer wesentlich besser da. Ein Trend zu insgesamt niedrigerer Inflation gepaart mit Produktivitätsfortschritten lässt die Devisen der 4 BRICS-Staaten besser aussehen, schreibt Goldman Sachs Währungsexperte Thomas Stolper ab Seite 8. Nach den Krisen der 90er Jahre haben die Regierungen in vielen Schwellenländern umgedacht. Sie haben ihrer Politik mehr Stabilität und Kontinuität im Währungs- und Finanzsektor verliehen und so eine Basis für einen anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg geschaffen. Die Verfilzung von Politik, Banken und Industrie wurde vielerorts bekämpft und enorme Verschuldungsraten wurden bereinigt. Dabei kam vielen Schwellenländern auch der Boom an den Rohstoffmärkten gelegen. Die hohen Preise für Öl und Erze füllten die Staatskassen.
So konnten zahlreiche Länder ihre Haushalte konsolidieren und Verbindlichkeiten frühzeitig tilgen, was die Devisen stabilisierte. Was Emerging Markets Devisen interessant macht: Devisen stellen für Privatanleger eine weitere Investmentalternative dar. Von den guten Aussichten der Emerging Markets haben Privatinvestoren mit Zertifikaten auf Aktien und Aktienindizes bereits profitiert. Die Währungen könnten weitere Chancen bieten, denn mit einem wirtschaftlichen Aufschwung geht oftmals auch die Aufwertung der jeweiligen Landeswährung einher. Ein besseres konjunkturelles Umfeld zieht ausländische Investitionen an. Durch Erfolge im Außenhandel verbessern sich häufig die Handels- und Leistungsbilanzen. Das hilft den Schwellenländern, Auslandsschulden zu reduzieren und eigene Währungsreserven zu bilden. Von den 4 BRIC-Staaten gelang es vor allem China, sehr hohe Devisenreserven aufzubauen. Auch vor dem Hintergrund einer breiteren Portfoliodiversifikation sind Devisen interessant. Gerade für Privatanleger war diese Anlageklasse nicht immer leicht zugänglich. Zwar konnten Anleger mit Fremdwährungskonten oder durch den Kauf von Anleihen in ausländischer Währung an dieser Assetklasse partizipieren, doch gerade bei Investments in Devisen aus Emerging Markets waren der Aufwand hoch, Klammer auf Fremdwährungskonten, Klammer zu, die Liquidität überschaubar und / oder die Gebühren hoch. In Zukunft könnte sich das ändern. Mit Produkten wie den BRIC Plus Zertifikaten hat die Banken Vehikel geschaffen, mit denen auch Privatinvestoren von der Entwicklung ausgewählter Emerging Markets Devisen profitieren können. Mit Zertifikaten auf Devisen setzen. Die Banken bietet verstärkt Zertifikate an, mit denen Investoren einen liquiden, transparenten und kostengünstigen Zugang zur Anlageklasse Devisen bekommen. Mit einigen Produkten konnten Anleger bereits hohe Gewinne einfahren. Ein Beispiel hierfür ist das Bonuszertifikat auf den Wechselkurs zwischen Euro und brasilianischem Real, Klammer auf WKNGS 0N2B, Klammer zu. Dieses Produkt brachte seit der Emission im Juni 2006 einen Wertzuwachs von rund 50%, weil der brasilianische Real gegenüber dem Euro zulegte, aber auch weil die Volatilität am Zuckerhut abnahm. Wesentlich frischer sind die BRIC Plus Zertifikate, die die Banken im April dieses Jahres emittierte. Anleger können aus 4 neuen Währungsprodukten wählen, aus einem Bonus, einem Outperformance, einem Garantie- und einem Gewinnstufenzertifikat. Das Quartett bezieht sich auf einen Korb aus 10 Schwellenländerwährungen. Hierzu zählen neben den Devisen der 4 BRIC-Staaten die neue türkische Lira, der südafrikanische Rand, die indonesische Rupiah, der südkoreanische Won, der mexikanische Peso und der philippinische Peso. Alle 10 Währungen gehen anfangs zu gleichen Teilen in den Basket ein. Für welches der 4 Zertifikate sich Anleger entscheiden, hängt maßgeblich von der Markterwartung und dem persönlichen Risikoprofil ab. Das Bonuszertifikat, Klammer auf WKN, GS5JFX, Klammer zu, kombiniert eine Teilabsicherung mit der Chance auf einen Bonus bei Fälligkeit sowie die unbegrenzte Partizipation an Wertsteigerungen des Währungskorbs. Am Ende der Laufzeit sind 2 Auszahlungsprofile möglich. Wenn der Basiswert das Absicherungsniveau von 80 des Referenzkurses am Festlegungstag nie unterschreitet, erhält der Anleger am Laufzeitende zusätzlich zum Nominalwert den Bonus ausgezahlt. Wenn der Devisenbasket am Laufzeitende über dem Bonusniveau notiert, nimmt der Anleger an dieser höheren Performance vollständig und unbegrenzt teil. Kommt es indes zu einem Kursverfall oder zu einem vorübergehenden Einbruch und der Basiswert rutscht unter das Absicherungsniveau von 80 des Referenzkurses am Festlegungstag, gehen die Teilabsicherung und die Chance auf den Bonus verloren. Der Investor nimmt dann 1:1 an der Performance des Währungskorbes teil. Wenn der Euro in diesem Szenario per Fälligkeit gegenüber dem Devisenkorb aufwertet, entstehen dem Investor Verluste. Das Garantiezertifikat, Klammer auf WKN, GS5HFX, Klammer zu, schließt Verluste per Fälligkeit aus. Der Inhaber dieses